Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag Liv Lückscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass da sit. Und hück ist es besonders schön, dass da sit. Wir haben nämlich Besuch. Wir haben ein Kölsch Multitalent eingeladen. Herzlich willkommen, Rudi Meier. Danke für die Einladung. Der Rudi lurt ganz verbasert, dass ich Multitalent gesagt habe. Aber man könnte wirklich als Fastelovens-Präsideurs ausfragen oder über Theater spielen oder über singen Beruf oder über kölsche Sprach. Wir haben gedacht, wir machen den Schwerpunkt hück über das, was wir auch repräsentieren, nämlich die Akademie für uns kölsche Sprach. Lieven Rudi, vielleicht willst du direkt damit anfangen. Vielleicht haben wir Leute, die hier zuhören, die ja nicht wissen, was das ist. Ja, das kann ja sein. Da hat Leute, die das nicht wissen. Die Kölsch Akademie, jeder 1983, ist damals von der Stadtsparkasse, da hieß sie noch Stadtsparkasse Köln, als City-Treff. City ist ein unkölsches Wort, aber es hieß so, Stiftung City-Treff, nachher war dann die SK-Stiftung Kultur hier wurde und da ja wird dann auch die Akademie für uns kölsche Sprach. Ein etwas hölzerner Begriff, aber das ist das, was man heutzutage Code auch als Kölsch Akademie bezeichnen kann oder date. Und da haben die Leute, Männer und Frauen, erwachsene Menschen haben da die Möglichkeit, die kölsche Sprache zu lernen, jetzt über die Stadtgeschichte zu erfahren, kölsche Literatur und kölsche Musik kennenzulernen und auch jetzt über die über die Bräuche, die es so gibt, kennenzulernen. Kann man Kölsch dann lernen? Kölsch kann man lernen. Man muss sich aber Mühe geben. Ne? Also, da hat man Leute da, die, ich hatte schon im Online-Kurs, das ja wird in der Pandemie, da hatte ich einen Jungen, der kam aus der Schweiz, der wollte Kölsch lernen, weil der nach Köln 2 Jahre später nach Köln kommen wollte und wollte studieren und war an der Sprache interessiert. Und da wurde er bei dem Kölschkurs dabei, online. Und er hat das auch wirklich gelernt? Ja gut, also das ist jetzt keine Native Speaker geworden, aber er hat auch später, als es wird dann im Brauchtum ging oder Literatur ging, da hätte sich auch aufgemeldet, aber er hat nicht immer mit der Aussprache gelehrt und hätte auch eine Prüfung geschrieben, die hätte so Jod, wie ich mich erinnern kann, mit Jod gemacht. Man kann ja mit 3 Noten oder mit 4 Noten kann man ja die Prüfungen machen. Die beste Note ist natürlich J. Die zweite Note ist J. Die dritte Möglichkeit ist öffentlich, wenn man die Prüfung öffentlich gemacht hat. Und die vierte Note ist mitgemacht. Ja, ist auch jetzt, ne? Aber die Mieze schaffen öffentlich, ne? Öffentlich und J, ja. Jod auch. Mhm. Und du meinst also, man kann auch Kölsch schwaden, wenn man keine kölsche Eltern hat? Ja, man muss sich erst mögen, weil es ist wie ein Fremdsprach. Es ist richtig wie ein Fremdsprach. Man hat doch in der Kölsch Akademie, wenn der Examensvier ist, wenn die Leute alle 4 Semester gemacht haben, dann gibt ja ein Examen, eine Examensprüfung und wenn sie die bestanden haben, mit mitgemacht oder ordentlich oder Jod oder Erstjod, dann gibt die Examensübergabe wieder festgeführt und so jetzt. Und da war so, ich denke, das ist so jetzt 8, 9 Jahre her, da hatten wir doch die Frau die hatte eine Herr Schmitz hier, die hieß auch, ne, Schneider hieß die und das war eine Chinesin. Und die lebten zwar hier in Deutschland schon jetzt länger und sprach ja Deutsch, aber vor allen Dingen hat die Kölsche so gelehrt, dass die das alle richtig gemacht hat. Mit der kann man Kölsch schwaden. Super. Ja, das mit ja vielleicht auch Courage für den einen ob andere, der uns so hören, das vielleicht einen Kurs zu probieren. Genau. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen näher verklären, wie das genau abläuft. Also man hat ein Buch
Oder wie lehrt man das? Du hast eben auch von einem Online-Kurs gesprochen. Ja, Online-Kurs war ja nötig, weil man ja sonst, wie in allen Bereichen, ist es ja schwierig gewesen, überhaupt noch alles Mögliche wieder zu machen. Und die Kölsch Akademie wollte ja nicht, wollte ja nicht dran gehen in der Pandemie. Nee, die haben sich dann da der Online-Kurs infallen lassen. Die Leute haben sich angemeldet, die Leute haben dann das Buch, das Lehrbuch zugeschickt kriegen. Ich spreche jetzt von dem Lehrbuch Maliere Kölsch, Bindestrich, Everflück. Und es gibt ja auch noch ein anderes Buch, das heißt Maliere Kölsch, Bindestrich, Everhösch. Hösch heißt ja langsam und genöschlich. So. Und das war ein Kurs Maliere Kölsch, Everflück. Die haben die Bücher heimgeschickt kriegen und dann haben wir angefangen. Dann sitzt du da als Seminarleiter, sitzt du dann da am Computer und hast dann 15, 16 Köpfe dafür und dann das mit denen die schon gehalten und jeder geht ins Dran und jeder muss uns jetzt sagen und jeder sagt doch jetzt und so gut wie es geht. Also das hat funktioniert. Also, wenn der dann ja nicht online ist, sondern ein normaler Kurs, dann trifft man sich irgendwo in einem Unterrichtsraum. Die Akademie für uns Kölsche Sprache ist im Mediapark in Köln. Und haben da Unterrichtsräume, das sind die Seminarräume, die ja wie so Klassenräume in der Schule sind. Ich selber mache meine Kurse in Delbrück, das ist eine Stadtteil ob der Schelsig, ganz im Osten von Köln und da jedes in Strunden, so heißt das kleine Teilörtchen, der Strung sozusagen, da jedes ein kleines Wirtschaft, die heißt im Hütsche. Und da sitzen wir dann auch tatsächlich im Hütsche. Da haben wir dann einen kleinen Raum für uns allein. Und da sitze ich da mit 15, 16 Menschen, die das Kölschchen lernen wollen. Und dann fangen wir an. Die haben dann die Bücher dabei und dann jeder in dem Buch Lektionen, wo dann jeder eine Stimme, jeder hat eine Rolle zu spielen. Und der eine spielt das Maritzebüll, der andere spielt den Jupp. Ob jetzt Frau oder Mann, das ist ja dann egal, das machen wir der Rainer. Wie kommen die Mieze mit dem Tonfall? Der Kölsche hat ja einen bestimmten Tonfall. Ich denke, das ist doch ein Problem, ne, für so eine Seminarleiter. Ja, das müssen die sich anhören. Das müssen die sich anhören, wie ich das für sage oder wie ich das sage. Die müssen dann der Tonfall, du meinst ja der rheinische Singsang, ne? Das geht ja manchmal rum und dann runter. Ne? Und wenn du dann eine aus Westfalen da hast, dann kann das schon mal ein bisschen, hier das Kölsch Wort für es könnte dann schon mal hölzern klingen und da muss man das der Lück sagen. Auf ne? Hochdeutsch, es könnte etwas in die Butz gehen. Genau. Ja, so geht das bei dem Unterricht und dann in dem Buch geht dann auch der grammatikalische Teil und das ist ja oft das Schwierigste, ne? Und der Minge und der Dinge und der Singe, also das weiß ich, dann küsst du ja mit so wie Possessivpronomen und das sind die Dinge, wo die dann ja nicht mit rechnen, dass das so geht, wie Kölsche Grammatik, jedes das auch, ja, das jedes. Nur, die muss ja erstens einer abschreiben und das ist in der Kölsch. Da kann man ja auch schön strunzen, ne? Gehen, wenn ich das in der Gegenwart konjugiere, brauche ich nur das E. Ja. Und im Kölschen brauchst du 4 Vokale, von denen 2 im Hochdeutschen ja nicht geht. Ja. Man müssen wir jetzt nicht machen. Ich jonde, genau. jese, jet, mir jonne, jod, se, jon, Genau. jank, jod. Jetzt Jank einfach, ne? Genau, ja. Und, genau, und dann an der Stelle muss man dann auch die Lücke verklären. Das geht eigentlich bei dem Kurs, bei dem Seminar Literatur und Sprachgeschichte. Da geht es auch darum, das ist der 3. Kurs, da geht es auch darum, dass man so ein bisschen die Lücke klar macht, wo die Sprache herkommt, ne? In der europäischen Sprachfamilie und dazu gehört das Englische und das Niederländische. Und da merkt man dann auch, dass die Sprachen tatsächlich verwandt sind. Also mit dem Niederländischen sowieso. Wer als Kölscher nach Holland fährt, oder nach Niederlande, muss ich ja sagen, der geht da ganz gut rum, ne, und geht da durch. Und wir hatten in so eine Pastor, oder eine Pastor, der war Englischlehrer. Und wenn der dann die Kölsche Predigt im Gottesdienst auf Kölsch gehalten hat, da hätte er sich immer mit dem Kölsche Hä für er und dem Englische He auch für er
verdammt. Und hat dann also da manches Mal in der Predigt gestottert, da seht, hi. Da haben wir schon viel darüber gelacht. Ja. Ja, das ist natürlich eine Glückssache. In meinem Kurs war auch eine Frau, oder ist, so mit ja auch Weger, die als Muttersprache auch das Niederländische hat. Und manche Sachen kann man dann gut verklären. Ich habe das für ja nicht so mitkriegen. Aber das für ein Beispiel der Flughafen, Lufthafen heißt. Und das heißt dann ob Kölsch Loch, das versteht man ohne das Niederländische ja nicht. Und wenn man die Lücke im Kurs hat, ist natürlich toll. Ne? Auch das M von Bodem ob Niederlands heißt dann Bodem. Und da haben wir ja auch Fedem und Bessem und so jetzt. Das ist alles aus Holland und das wusste ich vorher ja nicht. So, es ist schön, wenn du so in einem Kurs hast. Und was aber besonders gut ist, finde ich immer, wenn man auch man sagt das ja so schön, eine Native Speaker oder Native Speakerin dabei hat, die richtig Kölsch kann und einfach aus Interesse dabei geht, in der Kurs geht. Das muss man ja bezahlen. Das kostet ja 90 €. Kriegst du Buch dabei, aber 90 € ist ja auch schon Geld. Und wenn du dann einen Native Speaker dabei hast, der kann dann der Unterricht so schön füllen, weißt du, mit anderen Kölsche Wörtern, der hat vielleicht andere Kölsche Singer Familie gesprochen und das reichert den Unterricht an, kann ich auf Hochdeutsch sagen. Und das muss ich sagen, das macht mir oft besonders viel Spaß. Wenn da einer sagt, war ins Jahr, kann ich da ins Jahr dazu sagen, und man hört dann da die Geschichte von dem, was der in der und der Sache lebt. Das macht immer Spaß, mit Freude. Das ist auch manchmal echt emotional, wenn dann irgendein Kölsch-Wort aus dem Kurs die Native Speaker da drauf bringt, dass sie an früher denken. Und Ja. das hätte mein Vater auch immer gesagt, Genau. oder so Sprüche kommen dann. Ja. Also da sind auch Leute, die ja kein Kölsch lehren wollen, die wollen nur ordentlich Kölsch hören. Ja, genau. Und sie sagen, das, was man in der Leder hören date, von der Gruppe, von der Kölsche Gruppe, ist manchmal ja nicht mehr so richtig Kölsch oder nur der Anfang und der Rest auf Hudisch. Und wo kann man das dann sicher hören, wo man weiß, das ist auch noch schön Kölsch. Da kann man beim Theater, bei der Kölsche Theater oder evans in Dinge Kurs. Also ich sage dafür, da an der Stelle nur ohne Namen zu nennen, der Imperativ von Steh auf heißt Stand ob und nicht Stonn ob. Aber wenn das eine schöne Musik ist, dann singen das Hunderttausende, Lücke, singen ja. dann Stonn ob und dann meine Lücke. Das wäre richtig Kölsch. Schade, aber so jedes. Ja, aus den Tränen sind ja dann doch noch wieder die Träne geworden, ne? Das hat die Kölsch-Akademie bewegt Genau. und hat gesagt, Junge, das heiße so und das haben sie in gesehen. Wenn man da nämlich die alten Aufnahmen, die ersten Aufnahmen, wenn du die anhörst, da singen sie nämlich Träne und die aktuellen, wenn sie das aktuell singen, das Lied, auf der Bühne oder so, da singen sie dann Träne. Ja, Ja. so ist es. So ist es ja, dass es die Kölsch-Akademie gibt. Ja, sicher das. Kannst du noch ein Wörtchen erzählen zu den Diplomarbeiten? Diplomarbeit, ja. Also, wenn man ich fange jetzt mit dem Examen an, ne? Wenn du alle 4 Kurse gemacht hast, das heißt, man lehre Kölsch, Flück oder Hirsch, dann Stadtgeschichte, ist ein eigenes großes Thema, dann Literatur- und Sprachgeschichte und dann als viertes haben wir ja noch Brauchtum. Wenn man die Arbeiten alle geschrieben hat und bestanden hat, mit einer Mindestpunktzahl, aber die erreicht eigentlich immer jeder. Und dann wird eine Examensarbeit geschrieben, die, wenn man die auch geschafft hat, dann gibt ein Examens 4. Und wenn man dann das Examen in der Tasche hat und sagt, das geht oft für das Glück, sage ich, ja, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir mal mittwochs im Kurs gewesen, was machen wir jetzt mittwochs? Da habe ich jetzt einen Kurs, der hat gesagt, ja, da machen wir einen Schwartkurs. Konversation heißt das auf Hudisch. Und da haben wir dann Schwade oder Kölsche Töne, glaube ich, haben wir das genannt. Und das machen wir jetzt schon das 2. Jahr. Und dann geht es als nächste Steigerung, geht es dann noch im Examen, eine Diplomarbeit zu schreiben. Das Ganze ist ja so ein bisschen angelegt an das Hochschulwesen und das sollte sich ein bisschen so anhören, als wenn das wie in der Universität oder in der Fachhochschule war. Aber das ist eher so ein bisschen als Satire gemeint. Aber den Glück nehmen das erst eins und man muss sich dann Thema aussuchen, einen Mentor aussuchen oder eine Mentorin natürlich, das sind dann die Seminarleiter oder Leiterinnen. Und dann hätte man 2 Jahre Zeit, die Arbeit zu schreiben. Und da Ob Hudisch, ever. die muss auf Hudisch geschrieben werden, weil das mit der Kölschreiberei, das
das kann ich auch verstehen, dass sie sich dafür entschieden haben, dass das wirklich zu Weg führen. Da möchte dann ja jede kölsche Fehler möchte anstriche, obwohl der Lüx sich da ja viel Arbeit mit gemacht hat mit dem Thema. Ich hatte uns einer, der hat eine Diplomarbeit geschrieben, die hieß Das Eisenbahnwesen in Köln. Und er hat da tatsächlich irgendwo im Mitte 19. Jahrhundert, wie die erste Eisenbahn hier in Köln gefahren ist, bis heutzutage, wie die Technik da läuft. Also, das war einer, der hat wirklich Ahnung davon. Ich glaube, der war ja bei der Eisenbahn. Und von daher war das ja so halb beruflich und der hat da Spaß dran. Da tät mir so ein bisschen der kölsche Bezug fehlen. Eine andere Arbeit, die ich gehabt habe, das waren 2 Frauen, die bei mir im Kurs waren, die haben über Beginen in Köln, hieß diese Arbeit. Beginen in Köln, also da ist ja etwas aus dem Mittelalter schon noch gut. Und jede Tüge war auch noch, es gibt ja eine Beginen e.V. in Köln. Ja. Ne? Das ist also Frauen, die nicht in einem Kloster sind, waren weltlich, aber trotzdem sozial engagiert und so. Das ist auch noch so. Sehr schöne Diplomarbeit. Und dann hatte ich. Das heißt, die haben das zusammengeschrieben? Die haben das zusammengeschrieben, genau. Und kriegen auch dann bei CD. Das kannst du zu mehreren machen. Wie viele können das dann machen? Im Also schlimmsten Fall hätten wir so Freelancer, die tun sich alle zusammen, lassen eine schreiben und kassieren dann alle Zeugnis. Nee, das musst du aber nicht glauben. Das ist ja so, wenn die Lück die 4 Seminare gemacht haben. Ich habe ganz am Anfang, ich habe ja 1999 habe ich angefangen. Da habe ich jetzt hier nur Stadtgeschichte gemacht, weil da eine Fehler tät. Und dann hieß es dann, ja, da muss aber eigentlich auch die Sprachgeschichte und da habe ich mich nicht für ausgesehen. Naja, habe ich doch gemacht, weil ich vorhin das hier merken kann. Die Lück, die dann da in dem Schmölzchen beieinander sitzen, die wasen richtig zusammen. Und dann kann man vorschlagen, wir machen jetzt in der Freizeit machen wir jetzt, da gehen wir jetzt noch im Theater oder wir machen jetzt die oder eine Führung oder interessiert. Und dann entstehen, wie soll ich das sagen, da hast du auf einmal Schmölzchen, die richtig untereinander Freunde sind. Dann bist du dann in dem Handy, hast du dann 7 WhatsApp-Gruppen, die treffen sich dann, ich könnte jeder mit, wir haben eine Stammtisch sozusagen, ne? Also die Schmölzchen, die schmelzen dann tatsächlich zusammen und deshalb ist es wichtig, alle 4 Seminare von einem Dozent, von einer Dozentin machen zu lassen. Und dann hast du einen schönen Freundeskreis. Das ist tatsächlich so. Die Erfahrung habe ich gemacht und das ist auch schön so. Ist aber auch eine Aufforderung, oder wie soll man sagen, ja, eine große Anforderung an den Dozent, dass er die alle 4 Fächer ja nicht beherrschen muss, aber doch, dass er den Leuten beibringen kann. Ja, ob das Geschichte ist, Grammatik oder, der muss doch jetzt vielseitig dann sein. Ne? Hermann, da gilt der alte Spruch. Man muss alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Ne? So. Ja. Und so ist es doch. Viele Sachen muss ich mir aneignen. Das weiß man ja nicht alle. Aber viele Sachen sind ja auch eigentlich ganz, die hätten wir im eigenen Level ja mitkriegen. Also jetzt haben wir Brauchtum. Der ganze Jahreskreis, Sargens, der ist ja so klar, dass der klar ist, weil das ist auf dem christlichen Jahresablauf aufgebaut. Da hast du dann die Kirmes, hat auch mit der Kirche zu tun. Ne? So, da hast du Laufen, das weiß der Kölsche allerhand drüber. Und naja gut, man muss schon sich noch ein bisschen schlauer machen, wie andere für die Lücke beibringen zu können. Hast du recht. Muss man viel für lernen, aber man hat natürlich auch die Freiheit, genau das als Schwerpunkt zu machen, wo man sich schon auskennt. Wenn ich jetzt einen Kurs habe über Brauchtum und ich bin Expertin für das Fastelovend, aber weiß nicht so viel über die Bräuche für Poste, dann mache ich eben von Fastelovend jetzt mehr und das andere jetzt weniger. Genau. Das ist ja auch das Freisinn. Wenn man jetzt ein Lehrbuch hätte, was man von Führer bis hinge durchmachen möchte, dann ging das ja. Also Lehrbuch geht bei der Kölsch Akademie tatsächlich bloß für den Sprachkurs. Mal Lehre Kölsch, aber Flück oder Hösch. Das geht. Stadtgeschichte, da geht auch ein Buch dabei, kleine illustrierte Geschichte der Stadt Köln. Das ist auf Deutsch. Das ist das ist Hochdeutsch und ich mache trotzdem den Unterricht auf Kölsch. Ne? So.
Und nachlesen können die Leute dann natürlich dann in dem Buch. Mein Lieblingsseminar ist ja immer Literatur und Sprachgeschichte, nicht wegen der Sprachgeschichte. Da muss ich mich auch jetzt ein bisschen schlauer machen. Aber Literatur ist ja in Köln unendlich. Unendlich. Und ich bin auch immer hinterher, schöne alle Bücher zu finden oder söke mal, was weiß ich, Flohmarkt, kannst du jetzt finden oder meine Frau, die immer den Bücherschrank beladen und dann kütze, hätten uns gern, hast du das dann? Ach nee, das kann ich nicht, das hast du schon. Also diese Vielfalt an Büchern, ich habe daheim 1000 Kölsch-Bücher. Also das ist, und man muss immer suchen, wo man gerade jetzt drin finden will. Das ist manchmal jetzt schwer, aber es gibt ja auch viele Bücher, auf die man immer wieder zurückkommt, ne, wenn man jetzt sucht. Aber so jene wie Peter Berchem oder der Schneider Klaus oder so jetzt, ne. Ja, und da jedes Römscher und Verzellscher. Und dann jedes die ganze Leder auch noch. Man kann sich ja auch ins Leder beloren, die Blackfoot oder die frühe Europa gemacht haben, die dann noch auf Kölsch gewesen sind. Auf jeden Fall. Und wie komme ich jetzt drauf, was wollte ich sagen, das kannst du rausschneiden. Von wem haben wir? Schneider Klaus, wo wir gerade gesagt haben, Schneider Klaus. Da hatte ich nämlich, komme ich nochmal auf die Diplomarbeit zurück, da hatte ich einen Kurs, die hatten doch unheimlich Spaß in dem Kölsch-Kurs. Und die haben dann als gemeinsame, also es waren 11 Leute, die sich da, oder 12, die sich da zusammengetan haben, als Diplomarbeit ein Theaterstück geschrieben. Und die hatten da eine Kurzgeschichte vom Wilhelm Schneider Klaus. Das ist so ein kölsches Urgestein, Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert gewesen. Und das hieß Dörres der Fastelovensjäck. Dörres ist das kölsche Wort für Theodor. Dörres der Fastelovensjäck. Und das Stöckelchen haben die sich vorgenommen und haben da ein Theaterstück draus geschrieben, haben alles selber gebaut. Einer von denen, der hatte so ein bisschen Ahnung, der hätte ins, was weiß ich, ein halbes Semester Theater studiert oder Regie studiert oder interessiert. Das ist hinterher was schön geworden. Und das haben wir dann auch 4-mal im Akadasch-Theater um Ihrefeld abgeführt. Jedes Mal waren da 250 Leute da. Und das war schon schön. Und die haben dann auch dafür allemal ein Diplom gekriegt. Boah, das ist ja echt kreativ. Ja, wunderbar. Hätte Spaß gemacht. Das ist ja toll. Zumal die gesagt haben, Rudi, du bist der Vorleser. Und da habe ich gedacht, ja, da sitze ich da auf der Bühne oder irgendwo dahinter im Sessel und dann da dazwischen Geschehnisse vorlesen oder so. Dann haben die das aber bearbeitet, wie Theaterleute das so machen, haben die das so bearbeitet. Das ist jetzt keine Vorlesung mehr, du musst jetzt eine Rolle spielen. Und dann da hing ich am Pflegefänger. Und das war, wo meine Frau gerade in Umstand war. Da hatte ich sich überhaupt keinen Sieg dafür. Aber das hätte dann doch noch gefloppt. Das ist das schön, dass mir der Podcast macht. Da habe ich ja nicht gewusst, dass du auch Theater spielst. Ja, ich spiele das. Das war ja eine große Ausnahme. Kannst vielleicht bei der Kölsche Brenner anfangen. Keine neuen Aufgaben. Ja, aber da sieht man, wie kreativ das ist. Was meinst du dann, wie das weitergeht mit der Kölsch Akademie? Jedes Mielück, die das lehren wollen, oder nimmt das ab? Und wie alt sind die das lehren wollen? Weißt du das? Gute Frage, nächste Frage. Aber es nimmt nicht ab, kann ich sagen. Der Bedarf ist ausgesprochen groß und beständig. Und es ist auch schwierig, Seminarleiterinnen zu finden. Aber irgendwie hat es bis jetzt noch immer gefloppt. Der Bedarf ist nach wie vor da. Also, was ich schön gefunden habe, ist auch, dass wir da ein bisschen abgekommen sind, von dem nur die 4 Kurse anzubieten, dass es jetzt auch so Kurse gibt, ein Seminarleiterin mit für ein Beispiel Führungen auf Kölsch. Ja. Das heißt, man muss ja nicht 12 Sitzungen machen, man kann auch weniger machen und dafür woanders wie sonst. Ja. Also ist nicht mehr so verschult, wie man für den Eindruck gehabt hat. So, es gibt ja auch außer der Examenskurse gibt ja auch Themenkurse. Und da seht einer, der mäht dann auch, da kannst ja spielen, 12 Unterrichtsstunden drüber machen, römisches Leben in Köln. So.
Oder, was weiß ich, die Musik aus dem 19. Jahrhundert oder so jetzt. Also das geht ja all. Diese Kurse kann man ja machen, ne? Ja, ist wirklich toll. Bunt, sehr bunt. Also, lieb Luxcher, wann ihr Lust habt, ich hoffe, wir haben hier noch Werbung gemacht mit dem Verzell vom Rudi. Und ihr könnt ja unseren Lore, da jede die Kölsch-Akademie auch als kölschakademie.de heißt. Da kann man das alles nachlore. Ihr könnt euch eure Bildchen vom Rudi anlore. Und wer vom Rudi selbst noch mehr wissen will, kann sich der Podcast anhören von der VHS. Da kann man 50 Minuten auch über dich selbst, über die Lebensgeschichte und über den Kölsche Spruch jetzt hören. Wir haben am Ende von unserem Verzell immer 12 Lücke Fragen, die, das versprechen wir euch, der Rudi vorher noch nicht geholt hat. Die kriegen all uns jetzt und wir sind jedes Mal neu gespannt, was da kommen könnte. Das ist ja hochgemein, ne? Oh, du bist ja spontan hier noch, hören's. Da könnte die erste Frage, was ist für dich typisch Kölsch? Vielleicht ein Beispiel. Was ist für mich typisch Kölsch? Nom Bräues zu jan und da lecker Kölsch zu trinken. Und vielleicht Tatarhäppchen dabei. Was hätte die zweite Frage? Was hast du jen an Köln? Was habe ich schön an Köln? Tja, das sind die klassischen Wörter, ne? Das ist also der Dom, der Ring und der Ring. Ja, welche Kölsche Dud auf lebendig stellst du jenens treffen? Eine Kölsche Dude auf lebendig. Ja, das war der Schneider Klaus gewesen. Wilhelm Schneider Klaus. Vierte Frage. Das war lang Dude, ne? Also Ja, ist schon ja. lang Dude. Die Chancen dennoch zu treffen, die ist gering. Ja, der hätte allerhand zu erzählen. Vierte Frage. Wo tätst du dich engagieren? Wie das jetzt auch ist, wenn du Bürgermeister in Köln wirst? Das in der Stadtverwaltung bei mir Glück arbeite, die klar im Kopf sind. Was ist eine von den liebsten Plätzen hier in Köln? Das ist der Lichthof an Maria im Kapitol. Das hast du gut gemacht. Ich habe in einem Buch gelesen, der wollte besonders gut sein, der Autor, und hat vom Lichthof. Ja. Und da ist es der Leichenhof, Genau, wie man ganz genau, weiß. ja. Ne? Also aber lebendig wollte ich dahin, ne? Nicht also Ja. der Lichthof. Was ist eins von den liebsten Liedern hier auf Kölsch? Am Dom zu Köln. Zu Köln am Ring, weil da der Lied von, ich glaub, von 47 ist, das ist so ein Lied von der Wiederauferstehung von unserer Stadt. Wann du nicht mehr in Köln leben dürfst, wo tätst du dann hertrecken? Allgäu. Wohin? Allgäu. Allgäu, Allgäu, Allgäu. Also, ich sag noch etwas. Du hast ja nicht gefragt, wenn ich nicht mehr in Delbrück lebe, Ja. dann hätte ich möglicherweise dann Nippes oder Ihrefeld gesagt. Okay. Was weißt du noch, das ist jetzt vielleicht eine schwere Frage, was hast du Rosenmontag im Jahr 2021 gemacht? Weißt du das noch? Das war, wo Die ja Corona-Zeit. keine Rosenmontagszug gegangen ist. Ne? Da Ja. habe ich den Online-Kurs daheim gemacht. Online-Kurs Kölsch, Online-Kurs Maliere Kölsch. Er war Ah, flück. ja. 91 ist auch keine Zug gegangen wegen dem Jolf Krieg. Das weiß ich aber auch noch. Hast du jetzt nicht gefragt, aber ich sage bloß, da bin ich nämlich mit meiner Band, da waren sie noch klein, nach Köln gegangen und hatten Spaß dran, dass da die Kölsche es nicht nicht dran gegangen haben, sondern Blute zu schinken durch die Stadt und hatten trotzdem ihre Spaß auf Stünd's keine Rosenmontagszug gelaufen ist. Jetzt jammer ein bisschen in der Zukunft. Was wird ganz anders sein in Köln 2050? Wird der Oper vielleicht fertig sein? Ja,
Ist Köln eine schöne Stadt? Ja, das freust du jetzt so eine ingereiste Kölsch. Ich bin ja in Bonn geboren. Ne? Köln ist oberflächlich ja eine schöne Stadt, hat allerhand zu beten, aber es ist nach dem Krieg allerhand zusammengeschustert wurde, was nicht schön ist. Also ich kann manchmal der ganze Lauf hier sagen, nicht mehr hören, aber es gibt schon ein paar schöne Ecken, das muss man schon sagen. Letzte Frage, Nummer 11. Du kriegst Besuch von einem, der noch nie in Köln war. Ein Mensch im mittleren Alter. Besuch für einen Tag. Was möchtest du dem zeigen von Köln? Ja, da bin ich schon bei der Altstadt und da bin ich Aldermatt und beim Platz Jabek und beim Kallendrisser und beim Ostermannbrunnen und auch Lischhof, Maria im Kapitol oder das Machtdienst da an Tünnes und Schell-Denkmal, also klassisches touristisches Zeug, das ich denn nicht zeige. Zeug nehme ich zurück. Ja, da sagen wir herzlichen Dank für das Interview, gerade mit der Elfrore, aber auch für Dinge Besuch und für all das, was du verzahlt hast. Lieb Glück schon, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.